guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie heute wieder zu einer neuen Folge von Wie Pünktchen nach Köln kann. In diesem Fall sehen Sie vielleicht hinter mir, wie das Kulturpark hier nach Köln kam. So, und damit mich die Autos hier nicht so stören, gehe ich jetzt erstmal da. Okay, jetzt erstmal die offizielle Aussage zum Skulpturenpark. Ne? Also, der Skulpturpark Köln, das ist eigentlich ein Skulpturenparkmuseum in freier Natur. Wurde, wann war das? 1997, meine ich, durch eine Privatinitiative eines Sammlerehepaars ins Leben gerufen. Die Ausstellungsreihe der Kölner Skulpturen hat, soll ich sagen, binären Charakter. Das heißt, also kann auch schon mal zweideutig sein. Ne? So heißt es offiziell. Werfen wir doch mal im Ganzen erst mal einen Blick darüber. Ne? Das Areal hier, das hat ungefähr, sage ich, 300, 400 Quadratmeter. Und da stehen so ein paar Dinger rum. Was ich bei den rumstehenden Dingern hier am interessantesten finde, ist dieser alte Hubschrauber. Der sieht aus wie ein russischer, keine Ahnung, oder von den Amis vergessen, weiß ich. Er sieht auf jeden Fall aus wie ein Hubschrauber. Der steht da auf dem Dach. Der Skulpturenpark Köln liegt genau zwischen der Mülheimer Brücke und dem Kölner Zoo. So, und jetzt müsste eigentlich bei dem einen oder anderen von euch fleißigen Zuschauern klingeln. Ja, was haben wir hinten? Mülheim, hier Zoo, dazwischen war doch, habe ich doch mal erklärt, wie die Rheinbahn nach Köln kam und wie der Kölner Zoo nach Köln kam. Das praktisch eine Symbiose war. Da haben wir nämlich diese sogenannte Seilbahn. Ja, und über die Seilbahn wurde drüben der Dreck nach Mülheim gebracht. Sprich, auf gut Deutsch gesagt, Mülheimer. Ne? Gut, so. Und da waren ein paar Sachen dabei, die waren einfach zu groß, um die über die Seilbahn rüber zu gehen. Da hatten sich hier so ein paar Fleißige irgendwas überlegt, ich baue jetzt mal was. Und da war dann irgendein Riss. Ja, dann wollten die das auch rüber. Na, das ging alles nicht. Das ging alles nicht so, wie sie gewollt haben. Haben sie geguckt, wo haben wir denn hier noch eine freie Fläche? Ja, und jetzt hier von W 1997, ne? Am Arsch vorbei hier, sag ich dir. Das ist praktisch ein Urgedenken an die Ubier. Ne? Gucken wir uns das Ganze noch mal schön an. Wisst ihr Bescheid, wenn er herkommt? Ne? Oder da nichts, den ich meine, das stammt alles aus der Römerzeit. Ne? Sie sehen hier diesen riesen Teller. Ne? Also, ich meine, die Sachen, die 2, 3 Dinge aus der Römerzeit, die hier noch zu finden sind, ja, also die hat mich ja ausgebuddelt. Ne? Also hat sie dann hingestellt und hat gesagt, das wäre Kunst. Das Ding dahinter, ne? Also Sie wissen ja vielleicht, dass Köln mal von den Franken besetzt war. Ne? So wie das ganze Limburgische. Habe ich übrigens erklärt, wie das Kölsch nach Köln kam, damit Sie das dann auch von der Lipuarik her verstehen, warum der Kölner Kölsch spricht und nicht anders halt. Ne? Obwohl, da gibt es ja eigentlich noch tolle Witze. Ne? Habe ich da in dem Film, glaube ich, auch erzählt. Das Ding da hinten ist von diesen größenwahnsinnigen Franken. Die dachten, sie könnten hier alles besetzen. Ne? Die hatten immer einen riesen Hunger. Ne? Und damit die mit der ganzen Mannschaft was essen konnten, hatten die da hinten dieses Teil, praktisch so eine Art riesige Bratpfanne, würde ich mal so sagen. Ne? Ja, die wird hier jedes Jahr aufs Neue poliert, damit sie auch ordentlich aussieht. Ne? Aber da haben die ordentlich drauf. Ne? Zunder, ne? Haben die ordentlich was gegessen. Ja, und hinter mir sieht man dann praktisch aus den 70ern, das ist eine Art, ja, wie soll ich das anders beschreiben, als, ein besseres Pissoir. Ne? Also man sieht die Wände da so ein bisschen durchscheinlich. Ne? Also wenn man da reingeht, ne? Wird man schemenhaft, aber immerhin, man sieht nichts. Ne? Und ich meine, wild pinkeln gab es in den 70ern noch nicht. Ne? Ich meine, das haben die so lange aufbewahrt, ne? Beziehungsweise so lange irgendwo hier in Köln stehen, ja, bis sie sich dann mal überlegt haben. Ne? Wir holen das jetzt mal von der ewigen Baustelle runter. Ja, wir haben ewige Baustelle, ne? Das sage ich nur Kölner Oper. Ne? Dann haben die das hier Stein für Stein wieder aufgebaut. Ne? So. Und die städtischen Müllbetriebe haben natürlich, also hier die AWB, ne, die haben hier natürlich auch ihre Sachen stehen. Gucken Sie mal. Ne? Also hier ist wirklich ganz kaum vertreten, wenn man sich das so anschaut. Und da vorne, da sehen Sie, da gehen die Leute runter. Ne? Das ist wirklich noch original aus der Römerzeit. Ich will mir das jetzt mal angucken. Vielleicht kommen Sie da ja mal. Wenn man jetzt hier reinkommt, sieht man, das Ganze ist ein riesiges Loch. Ne? So, rund und dann kann man hier so rumgehen. Ne?
So, hier wollen Leute rein. Dieses Rondell ist eines von den 2 Relikten, die man hier gefunden hat. Braucht man ja nicht groß ausgraben. Ich sagte ja vorhin, ne, hinten am Zoo, ne, da war ja der Circus Maximus, wie ich in der Folge, wie der Zoo nach Köln kam, schon bereits erzählt habe. Ne, also praktisch der Kölsche Circus Maximus. Ne. Und ja, das war die Aufwärmarena für die Löwen hier vorne. Ne. Hier hat man natürlich auch noch die Beine und Skelette gefunden, ne, von denen, die sie vergessen haben am Schluss, als die Franken sind dann raus. Ne, und, aber ist ja, sind alle ausgestellt. Könnt ihr euch anschauen. So, damit ihr auch noch das zweite Fundstück aus der Römerzeit mal sehen könnt, zeige ich euch hier die ewige Muschel. Sie glauben ja nicht, was das für eine Arbeit ist, das Ding jedes Jahr aufs Neue zu lackieren und das Joll zu polieren. Ja, das ist echtes Joll. Mich wundert, dass das hier noch keiner hier Job hat. Also, ich meine, ich muss mal gucken, weil ich irgendwie abends Zeit habe. Aber ja, also diese Muschel, die wir hier sehen, das ist eigentlich der Versuch vom Klüngelus gewesen, das erste Mal mit einem, damals nannte man so noch Bötchen, ne? Also in unserer heutigen Sprache, über den Rhein zu kommen. Ne? Und da hat er sich gleich auf den ersten 10 Metern eine nasse Foot geholt und dann haben sie das Ding einfach hier ab. Ne? Und Sie sehen, da ist noch nicht mal richtig ausgegraben. Ne? Also, ja, aber seitdem er steht es hier und begeistert die Leute und kostet Jahr für Jahr Liter Anfahrt. Hat jetzt von mir hier und heute aus dem Skulpturenpark Köln. Ich hoffe, Sie haben was gelernt. Sie hatten Spaß dabei, wie wir das alles hier so für Sie mal aufgeklärt haben. Und ja, dann lehnen Sie sich wieder schlafen.